Der Großvater hat den Hoppel beim Knick genommen und hat ihn in den Stall zurückgetragen. So ist also der Hoppeli am Leben geblieben. Aber er war einen Weg nicht zufrieden. Wenn ich nicht Eier legen und ein Osterhas werden, ich muss ganz Leben verkleidet. Und in halb Nacht hat er es noch mal probiert, aber dann hat er die Hoffnung aufgegeben. Er ist todmüde eingeschlafen und hat die ganze Zeit vom Eierlegen geträumt. Am nächsten Morgen ist der Bauer ganz früh aufgestanden. Und als er die Ostergeschenke fürs Bärbeli und Andreas parat gemacht hat, ist ihm auf einmal etwas in den Sinn gekommen. So, jetzt muss Bärbeli mal einen richtigen Osterhas sehen, hat er gesagt. Ist zum Küngelistall, hat der Hoppel, der immer noch tief geschlafen hat, sorgfältig rausgenommen, hat ihm eine rosarote Masche um den Hals gebunden, hat ihn in einen Korb mit Ostereiern hineingehockt und alles miteinander am Bärbeli seinen Platz gestellt. Immer war das eine Freude, wo der Hoppel verwacht ist. Das Bärbeli ist vor ihm gestanden, hat gestrahlt wie ein Meierkäfer. Und um den Hoppel herum sind Ostereier gelegen. Rote, blaue, grüne, violette und eins sogar mit Blümchen drauf. Die muss ich im Traum gelegt haben, hat der Hoppel gedacht und ganz stolz umeinander geschaut. Den ganzen Tag hat der Hoppel mit der Familie Ostern feiern und sogar dabei sein, wo das Bärbeli und der Andreas dem Großvater ein Liedli vorgesungen haben.